Wunderbar. Also, beide Füße. Lange Vorderseite, Schultern tief. Und einatmen. Aus. Und ein. Aus. Hier oben bleiben. Lang machen. 4, 4, 4, 4. Richtig strecken. Öffnet Arm. Hineinfassen, runterziehen. Brustbein strecken. Lösen. Runterziehen. Runterziehen. Letztes Mal. Schultern kreisen. Von vorne nach hinten. 4, 3. Vor und zurück. Vor. Weit nach hinten. Brust nicht. Vor. Zurück. Vor. Zurück. Schultern zu den Ohren. Auf und tief. Auf. Tief. Auf. Tief. Unten bleiben. Nicken. Halswirbelsäule. Unten bleiben. Vorne durch einen schönen Halbkreis. Mitte. Aufrichten. Schultern tief. Kopfkippen nach rechts. Hand aufs Ohr. Arm richtig Decke. Nasenspitze richtig Zeche. Arm langsam absenken. Handfläche nach vorne. Schultern weg vom Ohr. Lösen. Seite wechseln. Hand aufs Ohr. Arm richtig Decke. Nasenspitze richtig Zeche. Arm absenken. Handfläche nach vorne. Schultern weg vom Ohr. Und lösen. Mitte auf, strecken und öffnen. Nochmal Spannung. Strecken euch maximale Halbkreis. Noch 2. Letztes Mal. Draussen bleiben. Fersen nach hinten. Schultern tief. Drehen um die Längsachse. Ein Fersen lupfen. Bauchnabel reinnehmen. 4, 3, 2 und oben durch eine lange Seite. 4, 2, 3, Seite wechseln. 4, 2, 3, Seite nochmal wechseln, draussen bleiben. Abdrehen, Hand zum Knie. Und ab. Oben durch, zurück in die Mitte. Und 4, 2, 3, draussen bleiben. Abdrehen, Hand zum Knie. Richtig Decke, aufschauen. Und ab. Oben durch, zurück in die Mitte. Fingerspitze auf die Hosennaht, pendeln, vor und zurück. Stabiles Zentrum, Verbindung Rippli, Becken aktiv. Scheitel Richtung Decke. Vier, 3, 2, Mitte, Knie lösen, Becken kreisen.
Der Beckenboden ist aufgefangen zwischen Schambein, Steißbein und den beiden Seitenbeinhöcken. Stellt euch das vor. Richtig wechseln. Stellt euch den Beckenboden als Becken vor. In dem Becken habt ihr einen Ping-Pong-Ball und ihr lasst den Ping-Pong-Ball kreisen auf dem Boden von dem Becken. Macht einen schönen Kreis. 4, 3, Mitte. Der Ping-Pong-Ball ist auf dem Dammpunkt. Becken kippen, vor und zurück. Ihr lasst den Ping-Pong-Ball von vorne nach hinten hin und her rollen. Vier, 3, 2 und jetzt von rechts nach links. Und von links nach rechts. Ein Transversus zwischen Unterbauchmuskel macht mit. Vielleicht merkt ihr den, dass es da so ein bisschen zieht. Noch 4, 3, 2, Mitte. Genau. Raufkommen. Kurz lösen. Abrollen. Knie aufs Brustbein. Es gibt einen Zug über den Nacken. Wirbel um Wirbel tief gehen. Hängen lassen. Kopf loslassen. Schultergürtel loslassen. Legen über die Hinterseite zulassen. 4, 3 und Wirbel um Wirbel wieder raufkommen. Ihr könnt auch die Knie beugen und raufkommen. Am Schluss den Kopf oben drauf. Genau. Das Brustbein der Sonne entgegen, Handflächen nach außen drehen. Und eindrehen zusammen sind kleine schlechte Haltung. Und nochmal das Brustbein der Sonne entgegen, Handflächen nach außen. Und zusammen sinken lassen. Und lange vor der Seite. Und wieder zusammen sinken lassen. Und lange vor der Seite. Zusammen sinken lassen. Einen noch. Lange vor der Seite. Zusammen sinken lassen. Und jetzt gehen wir auf halbe Strecke. Dann sind wir in der idealen Haltung. Geht mit dem Fokus nochmal im Beckenboden. Schliessen die Augen. Stellt euch das Ping-Pong-Bällchen nochmal vor auf eurem Dampfpunkt. Und ihr stickert das Ping-Pong-Bällchen Richtung Scheitel rauf. Mit dem Dampfpunkt. Quasi Dampfpunkt aufziehen, Bällchen sticken. Aufziehen. In deinem Tempo. Trotzdem atmen. Noch 4. 3. Letztes Mal. Gut. Jetzt geben wir am Beckenboden kurz Pause. Wir gehen die Gesäßmuskulatur ein bisschen. Ich will ja schon längstens mitarbeiten. Klemmen die Gesäße zusammen. Und wieder lösen. Gesäße zusammenklemmen. Und lösen. Und zusammenklemmen. Lösen. Zusammenklemmen das Gesäß. Und lösen. Noch 2. Zusammenklemmen. Lösen. Letztes Mal.
Zusammenklemmen und lösen. Genau. Okay, jetzt hat das Gesäß etwas machen. Das Gesäß bewegt sich nicht. Ihr könnt auch die Hände auf das Gesäß tun, um das zu kontrollieren. Und jetzt nochmal mit dem Beckenboden das Ping-Pong-Bällchen richtig Scheitel auf den Spicken. Ohne dass das Gesäß etwas mitmacht. Ist nur der Job vom Beckenboden. Genau, noch 4. Gleich noch atmen. 3. 2. Der letzte. Sehr. Sehr in die Diagonale. Aufrichten und wippen. Schultern sind locker, Haltung. Genau, wir ziehen am Beckenboden. 4, 3, Ferse nach hinten. 4, 3, Zehen nach außen, wieder breiter, aufrichten, bleiben. 4, 3, bleiben. Tief gehen. Und auf. Und tief. Und auf. Tief. Und auf. Okay, beim Aufgehen ausatmen. Aber geh ein. Und ein. Und nehmt die Hände mit. Ein. Und aus. Die Hände sind der Beckenboden. Beim Einatmen geht er nach unten, beim Ausatmen nach oben. Noch 4. Nein. Letztes Mal. Lösen. Ferse nach hinten. Das rechte Bein. Wir können aufstützen. Das linke Bein ablupfen. Das Bein geht nach vorne. Seite nach hinten. Seite nach vorne. Seite nach hinten. Noch 2. Letztes Mal. Knie nach vorne. Arme öffnen, Balance. Schultern tief, Brust raus. Scheitel Richtung Decke. Kreisen mit dem Knie. Richtig wechseln. Und hüftbreit abstellen. Lösen. Zwischen den Füßen hat es Platz für einen dritten Fuß. Pendeln, kreisen. Richtig wechseln. Mitte. Und das Gewicht aufs linke Bein. Aufrichten. Das rechte Bein ablupfen. Das Bein geht nach vorne. Seite. Hintere. Seite. Nach vorne. Seite. Hintere. Noch 2.
Seite. Seite. Hinter das letzte Mal. Ziehen euch lang. Da hinten bleiben, das Knie nach vorne nehmen, Arme raus für die Balance. Brust raus, Schultern tief, Scheitel Richtung Decke, kreisen. Richtig wechseln. Dann jetzt. Und abstellen, lösen. Hüftbreit stehen. Zwischen den Füßen hat es Platz für den Fuß. Nochmal pendeln, kreisen und mit. Richtig wechseln. Mitte. Genau. Fingerspitzen aufs Brustbein. Macht ein bisschen Druck gegen das Brustbein. Genau. Und stoßen jetzt das Brustbein gegen die Fingerspitzen und wieder lösen. In der kleinen Bewegung. Streckung von der Brustwirbelsäule. Gegen die Fingerspitzen stoßen und lösen. Genau. Noch zwei. Wir stehen noch schmal. Genau. Breiter Stand. Breiter wie die Schultern. Die Zehen schauen in die Diagonale. Knie. Und ihr dreht in der Brustwirbelsäule. Macht leichten Druck auf die Finger. Und drehen. Wenn es gut geht, könnt ihr ein bisschen schneller unten stabilisieren, oben mobilisieren. Locken. 4. 3. Und lösen. Rechte Hand an die Innenseite vom rechten Oberschenkel, linke Arm nach vorne. Aufdrehen. Ihr dreht um euch Längsachse. Und wieder zurück. Und aufdrehen. Einatmen. Und zurück. Und. Letztes Mal. Seite wechseln. Arm nach vorne. Drehen. Und zurück. Und drehen. Zurück. Noch 2. Lösen, weit strecken. Finger verschränken vor dem Körper. Um den Kopf, weiche Mitte, weiche Knie. Laufen lassen. Richtig wechseln. Und nochmal richtig wechseln. Noch 3. Vielleicht klopft es in der Wirbelsäule. 2. Wechseln. Das letzte Mal. 3. 2. Und der letzte. Mitte. Aufrichten. Und in 4 Füßler aufs Mättchen. Auf die Unterarme. Wirbelsäule durchbewegen.
richtig schön durchknetten. Noch 4. 3. 2. 1. Schambein, Brustbein auseinander schieben. Lange Vorderseite. Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehen. Und wieder lösen. Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehen. Und lösen. Noch 2 Mal. Und dann bleiben wir auf halber Strecke, behalten die Spannung, kommen auf die Hände. Mit der Spannung im Zentrum. Kopf in die Verlängerung von der Wirbelsäule, Schultern weg von den Ohren. Muss noch ein bisschen weiter hinten. Behalten die Spannung. Genau, das rechte Bein nach hinten, am Boden entlang. So. Das rechte Bein ablupfen, ohne dass etwas passiert in der Mitte. Und wieder ab. Schultern weg von den Ohren, Kopf in der Verlängerung von der Wirbelsäule. Spannung im Zentrum. Stellt euch das Korsett vor. Und ihr habt am Rücken eure Zofe, die an dem Korsett schnürt. Es wird immer enger. Genau. Schultern weg von den Ohren, Haltung. Noch 4. 3. 2. Oben bleiben. Linke Arm geht nach vorne, heben, stabil. Atmen. 4. 3. 2. Hand ab. Bein ab und Unterarm und lösen. Wieder Spannung aufbauen. Auf die Hände. Schultern weg von den Ohren. Bauchnabel ist auf halber Strecke zwischen Bauchnabel und Wirbelsäule. Kopf in der Verlängerung von der Wirbelsäule. Linke Bein nach hinten. Und ausatmend ablupfen, Spannung behalten im Zentrum. Und wieder abschneiden. Und ab. Und Spannung. Lupfen. Genau. Und lupfen, Korsett zuziehen. Noch 2. Oben bleiben. Rechte Arm nach vorne. Stabiler Stand. Stabile Mitte. Atmen. 4. 3. 2. Annehmen, lösen. Auf die Unterarm. Atmen. Schultern weg von den Ohren schieben. Richtig Hosensäck. Und Schultern wieder zu den Ohren. Und weg von den Ohren, ihr schiebt die auf den Rippenbögen Richtung Hosensäck. Und wieder zu den Ohren. Und aufschieben Richtung Hosensäck. Zu den Ohren. Hosensäck.
Und mit jedem Mal gleitet die Schulterblätter besser auf den Rippenbögen. Ihr könnt euch vorstellen, dass ihr ölet zwischen den Rippli und den Schulterblättern. Geht jedes Mal besser. Schulterblätter richtig Hosendeck und zu den Ohren. Noch 4. 3. 2. Hinten bleiben. Weit hinten. Es gibt einen langen Hals. 4. 3. 2. Und lösen auf den Bauch. Hände unter die Stirn, hin und her schaukeln, entspannen. Die Schaukelbewegung geht vom Kreuzbein der Wirbelsäule entlang bis auf in den Kopf. Vier, 3, 2. Linke Arm neben der Handfläche nach oben. Ablupfen, linke Arm, rechts Bein. Ausatmen, lupfen, die Stirn bleibt auf dem Handrücken. Lupfen und ausatmen. Und lupfen. Genau. Noch 4. 3. 2. Oben bleiben, pulsieren. 4. 3. Und lösen. Seite wechseln. Handfläche nach oben. Ausatmen, ablupfen. Und atmen ab. Auf. Und auf. Auf. Noch 4. 3. 2. Oben bleiben. Pulsieren. 4. 3. 2. Und lösen. Hände unter die Stirn. Hin und her schaukeln. Entspannen. Mitte. Gang mit dem Fokus noch zum Beckenboden. Ziehe nochmal am Dammpunkt Richtung Scheitel, also jetzt quasi parallel zum Boden. Und ziehen, lösen, so schnell wie es geht. Schnelle, kleine Bewegungen. Ziehen, lösen, wie eine Nähmaschine. In dem Tempo, was für dich geht. Vier. 3. Lösen. Wir geben der Gesäßmuskulatur ein bisschen Futter. Das Gesäß zusammenklemmen. Die haben ja vorher schon wieder mitmachen. Und lösen. Und zusammenklemmen das Gesäß. Und lösen. Und zusammenklemmen.
Lösen. Zusammenklemmen. Lösen. Und die können jetzt entspannt bleiben. Wir gehen nochmal im Beckenboden. Nochmal Dampfpunkt Richtung Scheitel ziehen und lösen wie eine Nähmaschine. So schnell wie es geht. Hopp, hopp, hopp. Kleine. Wenn ihr den Beckenboden verliert, dann sammeln ihr ihn einfach wieder neu und startet wieder. Vier, 3, lösen, sehr gut. 2-3 Mal tief im Bauch atmen. Und dann dreht ihr euch auf den Rücken. Beine aufstellen. Becken kippen. Auf dem Kreuzbein vor- und zurückrollen. Die Beine sind locker und entspannt. Ihr löst die Bewegung aus mit den Bauch- und Rückenmuskeln. Auf dem Kreuzbein rollen. Stellt euch das Kreuzbein so als Farbwalze vor. Und mit jedem Rollen macht ihr einen breiteren Streifen Farbe auf dem Mättli. Noch 4, 3, 2, und dann bleiben wir auf halber Strecke. Genau. Unter der Lendenwirbelsäule, unter dem Kreuz, haben wir so einen leichten Durchgang offen. Jetzt bist du da. Leichten Durchgang offen. Ihr könnt euch vorstellen, da fließt so ein bisschen Wasser unten durch. Die Brustwirbelsäule ist fest auf dem Mättli, Schulterblätter sind auf dem Mättli. Genau, geht mit eurem Fokus auf Körperöffnungen. Wir tippen an, schliessen, loslassen von hinten nach vorne. Anus, Scheide, Harnröhre und dann wieder hinten anfangen im eigenen Tempo. Noch ein Durchgang. Und lösen. Baut Spannung auf im Zentrum. Verbindung Rippli-Becken wird rundum aktiv. Stellt euch wieder euer Korsett vor. Und jetzt lasst ihr das rechte Bein langsam nach vorne gleiten, ohne dass in der Mitte etwas passiert. Und ziehen das Bein wieder an. Spannung behalten, wechseln. Linke Bein. Und wieder annehmen. Spannung behalten, das rechte Knie auf die Seite klappen und wieder auf. Spannung behalten, das linke Knie auf die Seite klappen
Und auf. Spannung lösen. Nochmal Spannung aufbauen. Das Korsett enger ziehen. Das rechte Bein nach vorne gleiten lassen. Und wieder annehmen. Wechseln links, Spannung behalten im Zentrum. Stabile Mitte. Und wieder annehmen. Genau. Das rechte Knie auf die Seite kippen. Spannung behalten. Und schliessen. Und das letzte Mal das linke. Und schliessen. Jetzt ganz bewusst Spannung lösen. Hand neben das Gesäß, Handfläche nach oben. Genau. Füße haben in einer angenehmen Distanz zum Gesäß. Zwischen den Füßen hat es mindestens Platz für den Fuß, zwischen den Knien mindestens Platz für das Knie. Und ausatmen, das Gesäß ablupfen bis auf die Schulterblätter. Wieder lösen. Einatmen. Ausatmen auf. Einatmen, Arm hinten neben die Ohren. Jetzt merkt ihr, ob ihr auf den Schulterblättern liegt oder auf der Halswirbelsäule. Wenn ihr auf der Halswirbelsäule sind, geht ihr ein bisschen weiter runter, noch auf die Schulterblätter. Gesäß loslassen. Genau. Und ablegen, Arm gehen zurück. Einatmen. Ausatmen, auf. Und Arm hinten. Einatmen dahin. Ausatmen, Gesäß und Arm ab. Unten einatmen. Ausatmen, auf. Einatmen. Ausatmen, ab. Einatmen. Ausatmen, auf. Arm hinten. Wir sind auf den Schulterblättern. Einatmen. Ausatmen, ab. Noch 2. Einatmen. Ausatmen, auf. Einatmen und ab. Letztes Mal. Einatmen. Ausatmen, auf. Einatmen. Ausatmen, ab. Handflächen nach oben. Linke Bein die Länge gleiten lassen. Richtig Decke. Mit dem Knie einen Kreis in die Luft zeichnen. Die Mitte ist wieder stabil. Ihr könnt sonst auch die Hände auf eure Mitte legen, wenn euch das hilft. Je nachdem, wo das Bein ist, gibt es einen unterschiedlichen Zug. Richtig wechseln. Genau. Und das Bein abstellen, Spannung halten. Lösen. Das Bein in die Länge gleiten lassen. Das andere Knie annehmen, wieder Spannung aufbauen. Und kreisen. Hier stabil. Richtig wechseln. Mitte, Bein abstellen. In die Länge gleiten lassen. Arm neben die Ohren. Länge. Atmen.
Arme auf die Seite öffnen, Beine nacheinander aufstellen, Füße neben das Mättli, Gesäß ablupfen. Wenn ihr ein Mättli habt, das ihr falten könnt, macht ihr 1 oder 2 Falt unter das Gesäß. Und sonst nehmen wir ein Küsschen, wenn ihr das macht. Du nervst jetzt ein bisschen. Beine nacheinander annehmen. Knie Richtung Schultern. Knie vorne über das Hüftgelenk. Jetzt gibt es Spannung. Und Knie wieder annehmen, Spannung lösen. Knie nach vorne. Spannung. Und lösen. Und Knie nach vorne. Okay. Arm Richtung Decke, dann merkt ihr wieder, ob ihr auf den Schulterblättern sind. Unterschenkel parallel zum Boden. Jetzt hat der Bauch schon ziemlich zu tun. Das rechte Bein ein bisschen nach diagonal vorne strecken. So weit, wie ihr eure Mitte mögt heben. Wenn der Bauch rauskommt, sind ihr zu weit. Und wieder annehmen. Ausatmen links. Strecken und annehmen. Und rechts. Genau. Annehmen und links. Und annehmen und rechts. Annehmen und links. Annehmen, rechts. Links. Je noch 2. Braucht jetzt viel Kraft am Schluss. Die letzte. Und lösen. Knie Richtung Schultern. Oberschenkel hinten umfassen. Hin und her schaukeln. Atmen. Genau, wir sind jetzt in einer leichten Umkehrhaltung. Das ist ein bisschen höher wie die Schultern. Mit Entspannung, Entlastung für den Beckenboden und für die Bandscheiben. Wenn ihr wollt, könnt ihr Beine Richtung Decke strecken und Zehen heben. Und so hin und her schaukeln. Die Bewegung wird dann ein bisschen grösser. Mitte, rechte Bein annehmen, Oberschenkel hinten auffassen, linke Bein weit nach vorne runter, die Dehnung über den Hüftbeuger links, rechte Bein anziehen. Im Optimalfall kommen wir mit dem Fersen am Boden. Am Boden entlang, anziehen, annehmen, wechseln, linke Oberschenkel mit beiden Händen heben, das rechte Bein strecken, weit vorne runter. Atmen. Fuß
Fuß aufstellen. Linke Fuß abstellen, Hände lösen. Lupe. Den Falt aufmachen. Wirbel um Wirbel tief. Nachspüren. Für eine grosse Auflagefläche, dass ihr jetzt Hände im Becken. Und noch ein paar Mal tief im Bauch atmen. Dann beide Arme neben die Ohren. Füße und Knie schliessen. Kippen auf eine Seite, egal auf welche. Abstützen, obere Hand vor die Brust. Über die Seite raufkommen. Immer über die Seite raufkommen für den Beckenboden. 4 Füße nochmal. Auf die Unterarme. Nochmal eine Umkehrhaltung. Die Gesäß ist höher wie die Schultern. Bauch loslassen, atmen. Und wir können ein bisschen vor- und zurückschaukeln oder hier und her. Das, was gerade gut tut, was wohl tut. Mitte auf die Hände. Genau, wieder den Beckenboden aktivieren, Spannung reinbringen zum Aufstehen, dass wir nicht in diesem entspannten Zustand aufstehen. Ein Bein aufstellen, abstützen. Oberkörper aufrichten, hinten auf die Zeche und raufkommen. Wirbel um Wirbel aufstehen, strecken. Hinter das Mättchen wieder auf den festen Boden. Haltung. Aufrichten, Schultern tief. Einatmen, strecken. Und aus. Und ein. Und aus. Oben bleiben. Lang machen. Ziehen. Öffnen. Hinfassen. Brustbein strecken. Lösen. Strecken. Lösen. Schultern kreisen. Und einen schönen Abend.